Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chrüsimüsi. Hier ist meine Werkstatt. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. In dieser Folge will ich euch zwei neue Maschinen zeigen, die ich mir gekauft habe. Und ich will auch noch etwas auf die YouTube Analytics eingehen. Also bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Als erstes möchte ich mal auf die YouTube Analytics eingehen. Ich habe die etwas studiert und dabei ist mir aufgefallen, dass rund 60% von euch, wo diesen Kanal verfolgen, dass die keine Abonnenten von meinem Kanal sind. Das heißt, sie haben mich nicht abonniert. Mich würde mal interessieren, wer das so ist und weshalb, ob die Leute sich bei YouTube nicht angemeldet haben oder ob sie einfach grundsätzlich nicht abonnieren. Schreibt es mal unten in die Kommentare, wenn euch das betrifft. Also natürlich auch, wenn ihr abonniert habt, weshalb ihr abonniert habt oder für welche, die nicht abonniert haben oder nicht abonnieren wollen, weshalb, welche Gründe das hat. Ich finde 60% ist ziemlich hoher Wert, aber ich habe da keine Erfahrung, weiß nicht, ob das normal ist. Ich habe noch von einem anderen YouTuber gehört, der hat da zwar auch so um die 60%, vielleicht ist das auch eine normale Quote. Mir wird es auch helfen, wie kann ich euch animieren, den Kanal zu abonnieren, weil das hilft natürlich meinem Kanal und deshalb erinnere ich euch jetzt mal, abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und vor allem, wenn ihr keine Videos verpassen wollt, das würde mich sehr, sehr freuen. Die erste Maschine, die ich euch vorstellen möchte, ist diese Triton. Das ist eine oszillierende Spindelschleifmaschine. Ich finde die sehr praktisch. Die ist halt sehr gut, um Rundungen zu schleifen. Es gibt da diverse Aufsätze, die kann man dann auswechseln. Insgesamt 6 Stück. Das hier ist die kleinste und das hier die größte, um verschiedene Rundungen zu machen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe sie noch nicht großartig getestet, aber ich denke auch, um Pfeifen zu bauen, ist das eine gute Maschine. Die wird mir sicher sehr nützlich sein. Für meine Inka-Bandsäge habe ich so neue Rollenbeläge bestellt. Die alten, die sind ziemlich spröde, haben ja auch schon einige Jahre auf dem Buckel. Dazu werde ich ein Video machen, wie ich die wechseln werde. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob das was bringen wird, weil aktuell bleibt eigentlich das Sägeband nicht gut in der Führung. Das heißt, wenn ich am Sägen bin und dann das Werkstück zurückziehe, dann will das Sägeblatt eigentlich oder das Sägeband will dann eigentlich mit dem Werkstück rauskommen und mir ist auch schon 2-3 Mal passiert, dass das Sägeband von der Rolle gesprungen ist. Und ich denke, das ist, weil die Beläge ziemlich alt und spröde sind. Einer, der obere von beiden, der wurde mal ersetzt, da ist irgend so ein Lederriemen drauf und der ist nicht schön plan, der hat eine leichte Neigung, so dass eigentlich das Sägeband immer die Tendenz hat, nach vorne wegzulaufen. Deswegen habe ich mir neue bestellt. Jetzt kommen wir zum Highlight dieser Chrüsimüsi-Folge. Das ist mein neuer alter Doppelschleifer. Der ist von Flott, ist eine TS 175, das heißt mit 175 mm Schleifsteinen. Es fehlen zwar die Handauflagen, also die Werkzeugauflagen, aber ich werde mir welche von Veritas holen, wo man hier am Tisch anbringen kann. Die sind dann auch 100% im rechten Winkel zum Schleifstein. Die sind viel flexibler einsetzbar. Ich werde mir gar nicht die Mühe machen, dann noch welchen zu suchen. Jetzt fragen sich bestimmt welche, ja, weshalb hast du die Maschine dann überhaupt gekauft? Es war so, ich habe die für sehr, sehr kleines Geld haben können und das ist eine wirkliche Qualitätsmaschine. Ich werde die gleich mal anmachen, dann hört ihr auch, wie leise das die ist. Also die hört man kaum. Also ich kann so ganz normal weitersprechen, ich spreche jetzt auch nicht lauter oder so und die ist wirklich angenehm leise. Nachteil ist einfach, wenn ich die ausmache, die läuft gefühlt noch eine halbe Stunde nach, also sicherheitstechnisch sicher nicht das Beste, aber das hat auch einen Vorteil, die hat eine ziemlich große Schwungmasse und das entlastet natürlich den Motor.
Die Maschine hat in Anführungszeichen nur 400 Watt, also 0,5 PS. Das ist natürlich mit heutigen Baumarktmaschinen, also Scheppach und Co. relativ wenig, weil ja, man schaut eigentlich heute drauf, so 370, 400 Watt ist eigentlich die unterste Preisklasse, weil darunter haben die gar keine Kraft. Aber das ist nicht zu vergleichen mit der Leistung von dieser Maschine. Keine Ahnung, aber ich habe halt das Gefühl, die bringt wirklich ihre 400 Watt. Die neuen Maschinen, die haben einfach viel zu viel Verlustleistungen, keine Ahnung. Ich denke, das entspricht heute einer 1000 Watt Maschine, also so rund 1 PS, also doppelte Leistung circa. Die hat auf jeden Fall ordentlich Power. Ich werde die hauptsächlich benutzen, um meine Drechseleisen und Stechbeitel umzuschleifen. Das heißt, nicht nachzuschärfen, sondern wenn ich einen anderen Winkel an der Schneide möchte oder eine komplett andere Schneide, werde ich die auf dieser Maschine umschleifen und dann auf der Tormek da hinten wird dann der Endschliff gemacht. Das ist eine langsam laufende Nassschleifmaschine und die macht einfach, aus meiner Sicht, da streiten sich die Geister, einfach eine schärfere Schneide. Vor allem ist das wiederholgenau, man kann das einstellen. Das ist bei so einer Maschine, dann braucht das viel, viel mehr Erfahrung und ich bin ja da kein Profi. Für meine paar Drechseleisen, die ich schärfen muss, werde ich da nie genug Erfahrung sammeln können, dass ich das einfach so freihand jedes Mal genau gleich hinbekomme. Deswegen ist die Tormek für mich optimal zum Nachschärfen und die Flott ist perfekt, um die Schneiden umzuschleifen. Jo, dann war's das wieder mit dieser Folge Chrysimysi. Schön wart ihr mit dabei, schön habt ihr eingeschaltet. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Abo oder einen Daumen hoch sehr freuen. Schreibt auch einen Kommentar, das hilft mir auch immer weiter. Ich bin auch immer offen für Kritik. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.